Im Kulturpalast gibt es auch eine Musikalschule, wo Unterrichten auf allen Musikalinstrumenten durchgeführt werden. Das Denkmal wurde im Jahr 1967 gebaut geworden. Er befindet sich im Zentrum unseres Dorfes. Auf ihm stehen die Namen von vielen Teilnehmern des Großen Vaterländischen Kriegs. Im Jahr 2014, genau auf Initiative der Jugendlichen, im Nischni Kazanice begann der Aufbau von einer Sporthalle. Er wurde nach Bakhtiar Achmedov benannt. Auf den Bau der Sporthalle, das Geld haben jeden Menschen zugeteilt. Die Sporthalle ist groß, er erfüllt alle Anforderungen der Zeit. In ihnen werden die sportlichen Abteilungen nach allen Sportarten durchgeführt. Der Direktor der Sporthalle wurde ernannt, Nabiullah Absolutinovic. Nach Kriegsjahren aus der Schule kamen herausragende Wissenschaftler der Republik und des Landes. Derzeit in unserem Dorf gibt es 5 Sekundarschulen, wo etwa 1600 Schüler ausgebildet werden. Der Bau der Fernsehturm wurde zum ersten Mal im Dorf Nischni Kazanice im Jahr 1969 begonnen. Im selben Jahr begann die Sendung auf 2 Kanälen im Schwarz-Weiß-Bild. Die Höhe des TV-Mastes beträgt 82 Meter. Radio-TV-Netzwerk hat seit 1969 bis 1982 gehandelt. Im Jahr 1900Das Zigaret wird von den Menschen aus dem ganzen Dagestan besucht. Auf Initiative der Direktor des Historischen Museums, Ali Mustafajevic, der Mann, der sich um Erhaltung der Geschichte und Kultur seines Volkes kümmert, fand die Kundgebung der gewidmet zu der Eröffnung der Exposition Museum unter freiem Himmel Schmiedeschwert. In den letzten Jahren die Meister, die traditionelle Werkkunst meisterhaftlich besitzen, werden leider nicht gefragt. Aber das Volksgedächtnis ist stark und nicht kann spurlos verschwinden. Dank der echten Meisterhüter der Volkskunst geboren sie wieder. Die Nachkommen der Schmiedekunst, die Meister Zakaria und Barmant, bewahren und vermehren alles, was von den Händen ihres Vaters und Großvaters geboren war. Im Hof haben sie Werkstattmuseum geöffnet. Die Besucher können sehen, wie und womit früher die Meister gearbeitet haben.